Dit is de eerste predigt van de Reihe Gott schejkt Säen. Hier redt Johan Dyck. Ik wil in de nächste 3 Sendungen besonders über das Thema reden, Gott schejkt Säen. Dit is een sehr wichtig Thema, wat nicht bloß zu der Weihnachtszeit eine Bedeutung hat, aber auch zu Ostern in durch uns ganzes Leben. Hast du mal darüber nachgedacht, wo Jesus wir, ehe hier auf Erden kam? Wo kam dat hier op Erden geboren wordt? Wie seine Geburt in Bethlehem zijn Anfang, oder hat al lang vor dem geleefd? Dit zijn vragen wat ons bloß de Bibel beantwoorden kan. Die Frage, wat ons vandaag het eerste beschäftigt is, wat wir die Herkunft von Gott sehen? Wir zijn Anfang in Bethlehem, als da als Baby geboren wordt, oder hat al lang vorher geleefd? En wo wir dat dan? Wir wollen dann anfangen, vor der Zeit, als der Himmel und die Erde erschaffen wird. Ein von den Steden in der Bibel, wat uns darüber was sagt, ist Johannes, das erste Kapitel. Und dort kurz am ersten Vers lesen wir so. Am Anfang gaf dat het Woord. En dat Woord wie bij Gott, en Gott wie dat Woord. Diese Vers sagen uns eine ganze Reihe Dinge über eine sehr wichtige Person. Das erste, was wir da sagen, ist, dass da eine jettelige Person wir in der Heid dort Wort. Für uns von der bedeutet das vielleicht nicht sehr viel, wenn wir sagen, da wir eine Person in der Heid dort Wort. Hast du mal gewundert, was das dann in der Bibel bedeutet, wenn hier von einer Person geredet wird in der Heid dat Woord. Wat bedeutet es nomen? Woord heeft met tieding te doen. Wenn du irgendwem ein Woord checken lässt, dann lässt du am tieding checken. Tieding kommt nicht bloß durch geschriebene Wörter, aber auch durch Menschen. Und diese Person soll für die Menschen eine tieding sein. Das heißt, er wird uns eine Botschaft bringen, was für uns wird wichtig sein, dass wir die wissen. En diesen Vers lehren wir wieder, dass diese Person all da wir, als es den Anfang gab. Das sagt je da. Am Anfang gab dat Wort. En dat Wort wir bei Gott, en Gott wir dat Wort. Also am Anfang. Keiner kann uns sagen, wann der Anfang wir. Wir weiten bloß, dass im ersten Buch von der Bibel sagt dat, am Anfang schuf Gott den Himmel in die Erde. Aber wir da irgendwas vor den Anfang. Na, jo sicher muss wat je was sagen. Gott wie all da eier dat den Anfang gaf, sonst hat es kein Anfang gegeben. Also sagt er hier, am Anfang wir all dit Wort, wir all diese Person. Was uns dit auch noch sagt ist, dass diese Person kein Anfang hat. Da wird niemals von geredet. Die wir all da, als es den Anfang gab. Also das meint, diese Person ist ohne Anfang. Die ist dann doch wohl auch ohne Ende. Für uns kleiner Verstand ist so was sehr schwer zu begreifen. Alles, was wir seien, alles, was wir jeden Tag bei uns haben, hat einen Anfang gehabt. Wir haben alle einen Anfang gehabt. Aber das meint auch, dass wir alle einen Ende haben. Diese Person, wovon hier die Rede ist, hat keinen Anfang gehabt. Der ist immer gewesen. Dann ein drittes, was das Vers uns lehrt, ist, dass diese Person von jeher bei Gott wir. Diese Person wir in Gesellschaft mit Gott. Wenn das sagt, hey wir bei Gott, dann meint das, hey wir in Gesellschaft, in seine Gegenwart. Hij wir immer bei ihm. Dit sagt uns, dass Gott in diese Person, wat bei ihm wir, wat das Wort heit, sich einig wären. Ist es nicht so, dass hier auf Erden, wie Menschen uns Werken überhaupt nicht einig sind? Meistens sind die Menschen sich nicht ganz einig. Jeder einer hat seine eigenen Gedanken, und jeder einer macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Das sei wie eine Ehe, wo die Mann oder die Frau sich nicht einig sind miteinander, und einer oder die andere will seinen Willen durchsetzen.
dat zijn we ook eine Familie. Dat komt niet sehr ver en ver, dat het eine Familie jaft, wo der volle Einigkeit ist zwischen die Kinder. Meistens jaft het hier en daar mal eine Jachterie, wo ein Kind sienen oder wel dergzaten wel, je en de andere. Dat is aan onze ganze Welt so. In der Wirtschaft, wo immer wir handchecken, jaft het Uneinigkeit. Warum? Weil's der Mensch ein Mensch ist. Und ein Mensch hat eine sündige Natur. Aber hier wird von einer Person geredet, die wir bei Gott, für alle Zeit, für den Anfang, wir bei Gott. Dort sagt uns, sie wären sich vollkommen einig. Niemals wird eine Streitigkeit oder eine Uneinigkeit zwischen dieser Person, was das Wort heißt, und zwischen Gott. Und dann wird das Vers noch erklären, was damit gemeint wird. Das sagt eben, am Anfang gab es das Wort, und das Wort wir bei Gott, und Gott wir das Wort. Und nu ist das aber eine Frage, was meint das hier, wenn das sagt, in Gott wir das Wort? Aber nu dachten wir an zwei Personen, nicht wahr? Das sagt, das Wort wir bei Gott. Das heißt, das sind nu zwei Personen. Nu sagt es aber, diese Person wir Gott. Wo sollen wir das dann nu verstehen? Bestimmt haben wir allemaal gehört, dass Gott aus drei Personen besteht. Das heißt, er ist eine Dreieinigkeit. Und vielleicht ist das für uns sehr schwer zu verstehen, was eine Dreieinigkeit ist. Aber lasst mich das mal mit einem Beispiel erklären. Wenn wir so in der Welt checken und dort, was wir alles erleben, dann sehen wir einmal Dreieinigkeiten. Und damit habe ich kein Problem, daran zu leben. Nehmen wir mal zum Beispiel den ganzen Gedanken über Zeit. Was ist Zeit? Die Zeit ist auch in drei abgeteilt. In jeder ist Zeit. Wenn wir an Zeit denken, dann denken wir an dort, was mal passiert ist. Die Vergangenheit. Aber wir denken auch einmal an dort, was nu gerade passiert. Die Gegenwart. Und dann denken wir auch an dort, wenn wir an Zeit denken, was noch einmal kommen wird. Das ist die Zukunft. Also haben wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Aber jeder Einheit Zeit. Eine Dreieinigkeit. Denk je mal an Water. Mit Water sind wir alle sehr gut bekannt. Aber Water ist auch eine Dreieinigkeit. Denk je mal nach, Water kann ab drei Wegen bestehen. Water kann wie aus Dunst sein. Water kann wie auch aus einer Flüssigkeit sein, weil wir trinken jeder Tag. Aber dann kann wie auch noch Water sein aus Eis, was hordet, wo einer sogar boven gonen kann, wenn es kalt genug ist. Water ist in drei Formen zu haben. Dunst, Flüssigkeit und Eis. Eine Dreieinigkeit. Dit Beispiel dat nicht erklären, wo Gott ist. Aber das sagt uns, dass wir jeder Tag mit allerhand Dreieinigkeiten zu tun haben. Uns Verstand ist viel zu klein, dort zu begreifen, was Gottes Dreieinigkeit meint. Aber eins ist klar, die Bibel lehrt, dass da drei Personen sind, was alle Gott heiten. Das sind nicht drei Jatta, als wenn einer drei Aufjatta hat. Nee, ein Gott, aber er besteht in drei Personen. In das Wort ist ein von diesen Personen. Wenn wir dann wieder lesen, dann sagt er da, hei wir am Anfang bei Gott. Alles, was es gibt, ist durch Arm gemerkt worden. Und ohne Arm ist nicht in Ding gemerkt worden, was gemerkt worden ist. Hier fingen wir nu wat ganz anderes uit über diese Person, was das Wort heißt. Das sagt hier, durch Arm ist alles gemerkt worden. Das ist auch schwer zu verstehen. Wir sagen immer, Gott schuf den Himmel und die Erde. Aber dann denken wir daran, welche Person von der Gottheit, die den Himmel und die Erde und alles erschaffen. dass wir diese zweite Person, was hier das Wort heißt, das sagt, alles ist durch gemerkt. Das meint, alles, was wir uns denken können,
wat von der op de Welt besteht, erst durch einmal gekommen, en door wie ein vielleicht heit he ook dat woord, wils dat in 1. Mose sagt, dat Gott die gebeiden, en dan wordt dat. Also dat woord wordt gesagt, en dan wordt dat. En diesen Weg, als diese tweede Person ook diegene wat alles erschaffen deed. Hij redt dat woord, en dan wordt dat. En dan zegt het hier ook nog, dat ohne Arm es nichts gemerkt, wat gemerkt worden is. En zo zijn we hier die Wichtigkeit, wo hoch en wo wichtig diese Person wir. Dat woord, wir bij Gott, Gott wir dat woord, durch Arm wordt alles gemerkt, alles erschaffen. Vielleicht fragen wir uns dann noch einmal, wer ist dann das Wort? Na, ich glaube, das habe ich nu al begriffen, wer das Wort sein kann. Wils wann wir dann in Johannes wieder lesen dann kommen wir bei den 14. Vers. Und da sagt dort, in das Wort wird Fleisch und wohnt mang uns. Was meint das? Das meint eben, dass diese Person, was das Wort heit, ein Mensch wird. Das heit, hij wird Fleisch. Hij nahm een Körper op sich, en dan woonde hij hier mang ons Menschen. Dan sagt het aber noch wieder, hij weer voll von Gnade en Wahrheit. Dat sagt uns, wat voor Leben hij vieren deed, wat voor Mensch hij weer. En dan sagt Johannes, en wie sagen sie ne Herrlichkeit? Ne Herrlichkeit als vom einzig geborenen Säen vom Vater. Dat sagt uns, dat diese Person mit Jesus gewesen sein, wils Jesus seine Herrlichkeit sagen sie ihremal, und besonders als sie auf den Verklärungsburg wären. Und so merkt Johannes uns das deutlich, dass diese Person, wat in der Ewigkeit das Wort heiten deed, hier auf diese Erde kam, in sein Namen wie Jesus. Wir gehen dann wieder und fragen uns mal, was kostet den Säen, dort nur diese Erde zu kommen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch Philippa Kapitel 2 drehen und dort mehrere Vers lesen. Wir fangen mit Vers 5 an. Da sagt es so. Und jeder soll so gesonnen sein, als Jesus Christus auch wir, der von der Tür uit Gott wir, aber dort nicht mit aller Gewalt festhält. Uit sich selbst lädt hij seine Gottheit zu sehen und nahm knechts Natur an, en ward groot zoals een gewöhnlicher Mensch geboren. En als hij eerst een Menschengestalt wie, deed hij uit zichzelf zich die Mädchen, en hij ward gehoorzaam bot am dood, ja sogar de dood am Kreuz. Wel, we ons tot hem op verder stellen, wo dat door im Himmel bij Gott gewesen is, als Jesus noch bij ihm war. Daar had hij den Titel, dat Woord. En eines Tages haft Gott de Vater mit seinen Säen geredet. En sie han so eine Zukunft gecheckt. Sie han gesehen, dat, wann sie erst wurden die Welt gemerkt han, in de Menschen, dat die Menschen wählen wurden, den rechten Weg zu gehen, dat sie sich hierhin am versinnen wurden. En door all eine Ewigkeit haben die Vater en de Säen dat bereit, wat sie dann tun würden. Und Gott hat gesehen, dass die Menschen sich ganz verdorben wurden und dass sie wurden in einer ewigen Verdammnis landen. Und dann hat die Säen zu seinen Vater gesagt, ich will dahin gehen, ich will ein Mensch werden, ich will einen Weg schaffen, dass diese Menschen nicht brücken, verloren gehen. Dort sei wir all in Hebräer, wo uns gesagt wird, von dieser verteilt zwischen den Vater und den Säen, wo die Säen sagt, du hast mir ein Körper gegeben. Dort die dorp han, dat Jesus ein Mensch wird, so dat hij een Körper han, wat hij wird können am Kreuz als ein Opfer geben. Hij je mal die Geschichte gehört von den Vater und den Jungen, wat über den Stab gingen, und auf einmal stolpern sie durch ein Eimstje klampen durch. Und wie weet je alle wat dann passiert, wann einer durch ein Eimstje klampen durchstolpert? Wann die Klampen opgereten ist, dann jährt het door Baul mit Eimstje, die proben dort dann bara träg zu bühen, die proben dann die Eier, wat vielleicht opgedeckt sind, bara zu verstärken, dat die warm blieben. Und so sieht die kleine Jung zu sein Vater, ich wünsch, ich könnte helfen, aber ich kann das nicht.
ik zie zo groot en die zijn zo klein. En dan valt hem dat op eenmaal bij en dan zegt hij, Papa, ik wens ik kon eimstje worden, dan würde ik aan helpen kunnen. En dat is een wonderbaar beeld wat hiermee passiert. Wo Jezus te zijn Vader zegt, ik wil die helpen. Ik wil een mens worden, zodat ik aan als mensen helpen kan. Wanneer we ons deze Bibelvers uit Philippa kapitel 2 nodig aanchecken, dan zien we hier ook een ganze rij dingen, wat in Jezus zijn leven passieren deiden, als hij raufkwam op deze aarde. Het eerste wat we merken is dat hij op een stad weer, wo het zeer schijn ging, en hij een zeer erhovene plaats aanhoudt. Hij weer wellig alles te verloten, wie es dat zegt hoor. En jeder zal zo gezonnen zijn als Jezus Christus ook weer, die van natuur uit Gott weer, aber dat niet met alle gewalt vasthield. Dat zegt ons, dat er zo schijn weer, dat einer houdt wilt dat vasthouden, dat niet abgeven. Aber Jezus weer wellig dat ab te geven, dat te verloten. En wanneer we dan wieder zijn, dan zegt het hier, uit zichzelf leed hij zijn Godheid te zien, en nam knechts natuur aan. En werd groot zo als een gewöhnlicher mens geboren. Jezus moest wat zeer dieret te zien leien, en dat wir zijn höret amt beim Vader, dat hij met God eind weer, dat moest hij te zien leien. Dat wil we aber nicht so verstehen, dat Jezus, als er hier op Erden weer nicht mehr Gott weer. Jo, hij weer de Säen Gottes, aber hij had dat van een tijd lang te zien gelegd, dat hij de kracht en de macht en al dat wat er met taubje hield. Dat leed hij te zien om een werkelijker mens te worden zoals wie. En wanneer we dan wieder lezen, dan zien we dat hij wellig weer zo geboren te worden als een gewöhnlicher mens. Wat meint dat dan? Hij had een Körper, wat kon meid worden. Hij had een Körper, wat kon darstig en hungrig zijn. Hij nam een Körper aan, wat dezelfde gevoelens had, als wie ook. Denk je mal aan, Jezus deed ook eenmaal healen, als Lazarus gestorven weer. Hij weer aan jeder poort, kraakt zoals wie mensen. Dat wie hij wellig op zich te nemen. En dan redt het hier ook nog van knechtsnatuur, oder knechtsgestalt. Wat meint dat? Hij weer wellig een geringe knecht te worden, zoals een skloof in de rijmische tijd. En als knecht dient hij God zijn Vader am eersten plaats. We lezen in Jesaja 52, 13, daar redt God van zijn Säen als zijn knecht, die am dient. En dan zien we in Jesaja 53, dat dis knecht zijn leven gaf voor de mensen. Op deze weg deed hij God dienen en deed voor de mensen de erleiding schepen door zijn bloed. En als knecht deed hij ook de mensen dienen. In Lukas kapitel 4 zegt Jezus zelfs dat hij de ervulling van Jesaja 61 weer, wo dat zegt, de geest vom Herrn is op mij, wils hij mij gewählt heeft de arme de gouden oorrecht te zijn. Hij heeft mij geschickt om gevangenen de vrijheid uit te roepen, en de blinde sienen te maken, en de verslorenen op te richten. En zo zei we dat Jezus wellig weer, niet bloos den Vader te verloten, nicht bloß sein Gottsein zu verloten, aber auf diese Erde zu kommen, um Gott und den Menschen zu dienen. Hij wir wellig den ongersten Weg zu gehen, sogar wann het tot Schriets bedienen deed. Dat meint, dat hij wellig weer als Verbrecher angebracht te worden. Hij wir wellig alles wat hij had voor andere hand te geven, sogar zijn leven. Wils dat zegt je door, uit zichzelf deed hij zich die Mädchen, en hij wordt gehoorzaam bad om dood, jo sogar de dood om Schriets. Dat zijn de kosten, wat Jezus, de Säen Gottes, betonen deed, om op deze Erde te komen. Wir würden sagen, dat wir een zeer schlechter Tisch. Daarboven beim Vader, daar ging am dat Schein. Daarboven beim Vader wir alles. Daar had hij de volle Herrlichkeit, zoals de Vader ook. Aber dat leed hij alle te zien, om op deze Erde te komen. Hast du Gott dafür allemaal gedankt, dat Jezus wellig weer dat alles op te geven, om hierher te komen,
ons te raden? Wel we nu nog tot beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dat du willig wirst, al dat Scheine en Goude im Himmel abzugeben, op deze zindbelodene Erde rauf te kommen, nicht bloß uns zu helfen, aber uns von unseren Sünden zu raden. Wir danken dir dafür. Amen.